machen das Katzenjammer, das könnt ihr jetzt selber entscheiden, weil wir haben gefunden, das dürfen wir euch nicht vorenthalten und bringen es jetzt jeden Mittwoch 20.00 live da auf Radio 15. Jetzt könnt ihr selber entscheiden, ist das Katzenjammer oder nicht. Und wenn ihr sagt, das ist ein Katzenjammer, dann passt wenigstens auch der Titel. Yeah! Cowgirl Isas Katzenjammer live on Radio 15! Jetzt live auf Radio 15. Cowgirl ist das Katzenjammer on Radio 15.10. Känguru Ragout und eiskaltes Wasser, das grenzt bei mir dazu. Hallo zusammen, es ist wieder Mittwoch und es heisst wieder Cowgirl Isas Katzenjammer on Radio 15. Jetzt ist es so, dass ihr tatsächlich letzte Woche meine Halloween-Sendung gehört habt und ihr habt gefunden, nein, sagen wir so, einer von euch hat gefunden, ich soll doch einen zweiten Teil machen. Und da ich ja nicht weiss, wie viele Leute überhaupt die Sendung hören, kann sein, dass nur jemand hört, gehe ich doch dem Wunsch nach. Also machen wir eine zweite Halloween-Sendung. Ich freue mich schon drauf. Und währenddem ich jetzt gerade eine neue Geschichte für euch raussuche, tue ich gerade wieder ein bisschen Musik runterlassen. Also ich habe tatsächlich nochmal ein Märchen gefunden. Und zwar natürlich von den Brüdern Grimm. Jetzt wissen wir ja mittlerweile, dass das eigentlich gar nicht so unscary Märchen sind. Genau. Also das heisst, sie passen total gut in die Halloween-Zeit. Und darum erzähle ich euch jetzt, also besser gesagt, ich lese gerade live für euch aber «Der Geist im Glas». Also wenn es mir wieder zu blöd wird, kann es sein, dass ich es wieder abbreche. Also Achtung, «Der Geist im Glas». Es war einmal ein armer Holzhacker. Der hat sich wirklich vom Morgen bis zum Abend bis ganz spät in die Nacht richtig die Finger wund geschafft. Und endlich, als er ein bisschen Geld hat zusammensparen konnte, hat er dann zu seinem Kind gesagt, zu seinem Bub: «Lass, du bist mein einziger Kind, Bub. Ich will das Geld, das ich mit meinem sauren Schweiß erworben habe, zu deinem Unterricht anwenden. Lernst du etwas Rechtschaffens, so kannst du mich im Alter ernähren, wenn meine Glieder steif geworden sind und ich daheim muss sitzen und nichts mehr machen kann.» So ist der Bub auf eine höhere Schule gegangen und hat dort ganz viele gute Sachen gelernt und die Lehrer haben ihn gerühmt und haben Freude an ihm gehabt. Aber irgendwann war halt natürlich das Geld aufgebraucht und der Bub hat wieder zurück zu seinem armen Holzhackervater müssen. Der Vater war natürlich ganz betrübt und hat gesagt: «Oh, mein armer Sohn, es tut mir so leid, aber die Geschäfte laufen im Moment so schlecht, ich kann im Moment nichts verdienen.»
Der Sohn hat gesagt, «Lass Papi, das ist für mich wirklich kein Problem. Mach dir keine Gedanken, ich tue mich da reinschicken. Es geht für mich in Ordnung. Wenn das Schicksal so will, dann wird es für mich das Richtige sein.» Als der Vater dann seine Axt wieder genommen hat und wieder in den Wald raus wollte arbeiten, hat der Sohn gerufen, «Papi, nimm mich mit, ich will dir helfen.» Dann hat der Vater gesagt, «Ja, ich nehme dich gern mit, aber weisst, Sohn, du bist dir die harte Arbeit nicht gewöhnt und ich habe wirklich nur eine Axt und kein Geld, um mir noch eine neue Axt zu kaufen.» Dann sagt der Sohn, «Ja, aber weisst, gang doch einfach zum Nachbar, der hat doch noch eine Axt und der tut dir die ganz sicher ausleihen. Ich kann die ganz sicher so lange haben, bis ich mir selber eine zusammengespart habe. Bitte, bitte, Papi, gang die schnell holen.» Der Vater hat nicht widerstehen und hat dem Sohn natürlich die Freude machen und ist beim Nachbar die Axt auslehnen, hat sie tatsächlich bekommen. Und dann sind die zwei zusammen in den Wald gegangen und haben gearbeitet. Und der Sohn war mit so viel Freude dabei gewesen. Der Vater hat es richtig stolz gemacht. Danach, als es Mittag geworden ist, hat der Vater gesagt, «Komm Sohn, wir hocken an, wir essen das feines Brot und nachher geht die Arbeit wieder viel besser.» Gut, der Sohn ist dann nachher angehöckelt, aber noch ganz kurz, und dann wollte er schon wieder weitermachen und hat gesagt, «Lass Papi, ich gehe jetzt ein bisschen im Wald rumlaufen, ich gehe ein bisschen Vogelnester suchen, schaue noch ein bisschen Zeug an und so, und dann komme ich dann nachher wieder zurück.» Der Vater hat gesagt, «Lass Sohn, bleib du gescheiter bei mir, weil nachher bist du sonst müde, wenn du dich jetzt verausgabst.» Der Sohn aber hat natürlich nicht auf seinen Vater hören und ist mit seinem Brot in der Hand in den Wald gelaufen und hat Vogelnestchen gesucht. Und schon gleich ist er bei einer grossen Eiche gestanden. Die war so gross, dass 5 Menschen sie umspannt hätten. Er ist dort stehen geblieben und hat gedacht, da hat sicher schon Menge Vogel sein Nest hineingebaut. Und plötzlich hört er ein Stimmchen. Er hat noch mal ganz genau hingelassen und dann hört er, «Lass mich raus! Lass mich raus!» Der Bub hat sich langsam umgedreht und hat gedacht, «Von wo kommt eigentlich die Stimme?» Tönt so, als würde die von der Erde kommen, es tönt so dumpf. Dann hat er nach oben geschaut und dann tatsächlich hört er wieder, «Lass mich raus! Lass mich raus!» Der Bub hat dann gefragt, «Wo bist du? Ich sehe dich nicht.» Dann sagt die Stimme wieder, «Ich bin da unten bei den Baumwurzeln.» Der Bub hat sich gebückt, ist auf die Knie gegangen und hat bei den Baumwurzeln angefangen zu graben, bis er plötzlich eine schöne blaue Glasflasche in der Hand hatte. Er hat die Flasche gegen das Licht gehabt, das zwischen den Blättern der Bäume durchgestrahlt hat, und hat in dieser Flasche so ein froschähnliches Geschöpf entdeckt, das auf und ab gegumpelt ist und weitergerufen hat, «Lass mich raus! Lass mich raus!» Der Bub hat natürlich nichts Böses gedacht und hat sofort den Pfropfen ab dieser Flasche genommen und wusch hat es gemacht. Und das froschähnliche Wesen ist aus dieser Flasche rausgekommen. Das Wesen ist so dermaßen schnell gewachsen, dass es innerhalb von Sekunden so gross wie der Baum war und vor dem Bub gestanden ist. Und dann hat der Bub gefragt, «Weisst du, was ist dein Lohn, dass du mich jetzt freigelassen hast?» «Nein», hat der Bub geantwortet, er hat im Fall überhaupt keine Angst gehabt. «Wie soll ich das wissen?» «So will ich's dir sagen», hat der Geist gesagt. «Den Hals muss ich dir brechen.» «Ja, super», sagt der Bub. «Ja, hättest du mir das ein bisschen früher sagen können, weil mein Kopf, der gehört ja nicht nur mir, da müsste man zuerst noch andere Leute auch fragen, ob denen das recht wäre.» «Mehr Leute hin oder her», hat der Geist gerufen. «Den verdienten Lohn sollst du haben. Denkst du, ich wäre aus Gnade so lang und vor meiner Zeit eingeschlossen worden? Nein, das war meine Strafe. Ich bin der grossmächtige Merkurius. Wer mich loslässt, dem muss ich den Hals brechen.» «Warte mal geschwind», hat der Bub gesagt.
Weisst, wenn du sagst, dass du Reis da wirklich in dieser kleinen Flasche drin bist, dann will ich dir das glauben. Aber sorry, das musst du mir zuerst beweisen. Wenn du noch einmal in die Flasche rein kannst und wieder rauskommst, dann kannst du mit mir machen, was du willst. Und vorher einfach nicht. In dem Moment sagt der Geist ganz hochmütig: «Das ist eine geringe Kunst, das mache ich im 0, nichts.» Und mit einer grossen Rauchwolke zieht sich der Geist wieder ganz munzig klein zusammen und verschwindet in dieser Flasche. Sofort hat der Bub die Flasche in die Hand genommen und der Pfropfen gerade sofort wieder draufgehämmert und die Flasche gerade wieder unter die Baumwurzeln unter in Sand gesteckt und ganz viel Sand drauf da. Gerade in dem Moment, wo der Bub sich zufrieden selber auf die Schulter geklopft hat und wollte davonlaufen, hört er wieder die Stimme von dem Geist. «Lass mich raus! Lass mich raus!» Dreht sich der Bub um und sagt: «Ja, sicher nicht. Spinnst du eigentlich? Das erste Mal hast du mich umbringen. Hast du jetzt tatsächlich das Gefühl, ich lasse dich ein zweites Mal raus? Ich bin doch nicht blöd.» Dann sagt der Geist: «Das Mal will ich dir versprechen, dass es dir ein Leben lang gut gehen soll.» «Nein», hat der Bub gesagt, «du wirst mich sowieso betrügen wie beim ersten Mal.» «Du verscherzest dein Glück», hat der Geist gesagt. «Ich will dir nichts tun, sondern dich reichlich belohnen.» Ja, der Bub hat gedacht, wer nicht wagt, der nicht gewöhnt. Und dann hat er tatsächlich doch die Flasche wieder in die Hand genommen, hat den Pfropfen abgenommen und in dem Moment wieder eine riesige Rauchwolke. Und das froschähnliche Geistwesen kommt wieder aus dieser Flasche raus und baut sich wieder meterhoch vor dem jungen Mann auf und sagt: «Danke, du sollst jetzt deinen Lohn bekommen.» Der Geist greift in seine Hosentasche und nimmt einen Lappen vor, den er dem Bub gibt und sagt: «Wenn du mit dem einen Ende eine Wunde bestreichst, so heilt sie. Wenn du mit dem anderen Ende Stahl und Eisen bestreichst, so wird sie in Silber verwandelt.» «Das will ich zuerst testen», hat der Bub gesagt und ist mit seiner Axt an den Baum an und hat sie in den Baum geschränzt, so dass der Baum fast blühtet hat vor Schmerz. Dann hat er mit dem Lappenende über den Baum eingestrichen und tatsächlich ist die Wunde wieder verheilt. Der Geist hat gesagt: «So hat alles seine Richtigkeit. Jetzt können wir uns trennen. Danke vielmals für meine Freiheit.» Der Bub hat das Geschenk angenommen und ist seines Weges gegangen und der Geist ist seines Weges gegangen. Der Bub ist zurück zu seinem Vater gelaufen und der hat natürlich schon die ganze Zeit weiter geschafft und gekrampft und ist gar nicht erfreut gewesen, dass der Bub so lange weg war. Dann fragt der Vater: «Wo bist du gelaufen? Hast du die Arbeit vergessen? Das ist doch überhaupt keine Art, das macht man doch einfach nicht. Dann sagst du, du willst mitkommen und nachher lässt du mich einfach allein.» Dann sagt der Bub: «Wart ab! Ich tue das schon nachholen. Das ist im Fall wirklich überhaupt kein Problem, Papi. Achtung, schau, ich will dir etwas zeigen. Siehst du den grossen Baum dort hinter dir rechts? Den will ich mit einem gewaltigen Hieb umhauen.» Und so ist der Bub nachher zu dem Baum gestanden, hat mit dem Lappen über seine Axt gestrichen und dann hat die sich natürlich sofort in Silber verwandelt und die Schneide hat sich umgelegt. Natürlich hätte er mit dieser Axt den Baum jetzt nicht umhauen und dann sagt er: «Hey, Papi, schau mal, was hast du mir für eine schlechte Axt mitgegeben? Die ist ja ganz schief geworden.» Der Vater ist verschrocken und hat die Hände über dem Kopf verrührt und hat gesagt: «Ah nein, was hast du gemacht? Muss ich jetzt eine neue Axt zahlen? Und ich weiss nicht mit was. Das ist der Nutzen, den ich von deiner Arbeit habe. Ich habe doch kein Geld.» «Werdet nicht böse», hat der Bub gesagt. «Die Axt will ich schon selber zahlen.» «Oh, du Dummbart», ruft der Vater. «Du hast doch überhaupt nichts, nur das, was ich dir gebe. Wie willst du da die Axt zahlen? Du hast doch überhaupt keinen Verstand, du hast keine Ahnung.» So ist der Vater nachher allein von Baum zu Baum gegangen und hat weitergearbeitet und der Sohn ist dort gehöckelt und hat einen Moment lang nichts mehr gesagt. Über eine Weile später hat dann der Schüler tatsächlich wieder gerufen: «Papi,
Ich kann nichts mehr arbeiten. Wir wollen lieber Feierabend machen. «Ei, was?» hat der Vater geantwortet. «Hast du wirklich das Gefühl, ich kann die Hände in die Schoss legen wie du? Irgendeiner muss ja das Geld verdienen und die zweite Aktie jetzt auch noch zahlen. Aber weisst du was? Du kannst heimgehen. Gang du heim.» «Ja, aber Papi, ich bin doch das erste Mal da im Wald und ich weiss gar nicht, wie ich da allein heimkomme.» Da hat sich der Vater überreden lassen und ist mit dem Sohn tatsächlich nachher heimgelaufen. Der Vater hat zum Sohn gesagt: «Lass, gang die kaputte Axt hier auf dem Markt verkaufen und schau, was du dafür überkommst. Den Rest werde ich mir dazu verdienen, dass wir im Nachbar sein Geld retour geben können.» Der Sohn hat die Axt mitgenommen in die Stadt und ist zu einem Goldschmied gegangen. Der hat sie auf die Waage gelegt und dann sagt der Goldschmied zum Sohn: «Die ist 400 Taler wert. So viel habe ich gar nicht in bar.» Der Schüler aber darauf hat nur gesagt: «Wisst ihr was? Gebt mir einfach so viel, wie ihr habt, den Rest tue ich euch leihen.» Das hat der Goldschmied gemacht und hat ihm tatsächlich 300 Taler gegeben und ist ihm 100 Taler schuldig geblieben. Darauf ist natürlich der Sohn sofort heimgegangen und hat seinen Vater gefragt: «Vater, ich habe Geld. Frag mal den Nachbar, wie viel er für seine Axt will haben.» Da sagt der Vater: «Das weiss ich schon.» Hat er geantwortet mit einem krummeligen Ton: «Er will 1 Taler und 6 Groschen.» «Papi, so gib ihm 2 Taler und 12 Groschen. Das ist das Doppelte und also wirklich mehr wie genug. Siehst, ich habe Geld im Überfluss.» Und hat ihm Vater 100 Taler gegeben und gesagt: «Es soll euch an nichts fehlen. Lebt nach eurer Bequemlichkeit.» «Mein Gott!» hat der Alte ausgerufen. «Wie bist denn du zu dem Reichtum gekommen?» Da hat der Bub eigentlich alles einfach erzählt, wie es zu und her gegangen ist dort im Wald mit dem froschähnlichen Wesen und wie er den Lappen bekommen hat und wie er die Axt bestrichen hat und die plötzlich aus Silber geworden ist. Und er hat einfach von seinem ganzen Glück erzählt, das er hatte, wo er einfach auf sein Glück vertraut hat. Mit dem restlichen Geld ist dann der Bub wieder auf die höhere Schule zurückgegangen, konnte weiter lernen, hat weiter Freude an der Arbeit und weil er ja den Lappen hatte, hat er natürlich auch alle Wunden heilen und ist einer der berühmtesten Töchter auf der ganzen Welt geworden. Ist jetzt nicht ganz so ein gruseliges Geschichtchen, aber sagen wir so, ich bin froh drum, weil ich habe doch lieber rosenrote Herzli und Blümli und Schmetterling und immer ein Happy End. Aber eben, Halloween-Zeit, man kann das nicht erwarten und darum hören wir jetzt schnell ein bisschen Musik und dann suche ich mir auch schon das nächste Schauergeschichtli für euch. Strange in your neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters! If there's something weird and it don't look good, who you gonna call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts. Afraid of no ghosts. If you see things running through your head, who can you call? Ghostbusters! An invisible man sleeping in your bed. Oh, who you gonna call? I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. Who you gonna call? Ghostbusters! If you're all alone
me tell you something. Bustin' makes me feel good. I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. Don't get caught alone, oh no. Ghostbusters! When it comes through your door, unless you just want some more, I think you better call Ghostbusters! Ow! Who you gonna call? Ghostbusters! Who you gonna call? Ghostbusters! Think you better call Who you gonna call? Ghostbusters! I can't hear you. Who you gonna call? Ghostbusters! Louder! Ghostbusters! Who you gonna call? Ghostbusters! Who can you call? Ghostbusters! Also, ich habe wieder ein Märchen entdeckt. Und zwar natürlich wieder von den Brüdern Grimm. Da fangen wir jetzt gar nicht mehr Neues an. Und zwar heisst es der Krautesu. Es war einmal ein junger Jäger, der ist fröhlich im Wald rumgelaufen und hat auf einem grünen Blatt vor sich hingepfiffen. Da ist plötzlich ein altes, hässliches Mütterli auf ihn zugelaufen und hat zu ihm gesagt: «Guten Tag, lieber Jäger! Du bist wohl lustig und vergnügt, aber ich leide Hunger und Durst. Gib mir doch Almosen!» Das dauert nicht lang und der Jäger hat in seine Taschen gegriffen und hat dem armen Mütterli etwas von seinem Vermögen gegeben. Als er gerade weitergehen wollte, sagt das alte, hässliche Mütterli: «Lieber Jäger, lass, was ich dir sage. Für dein gute Herz will ich dir ein Geschenk machen. Gang nur immer genau gleich dem Weg entlang, wo du jetzt gehst. Dann kommst du an einen Baum mit 9 Vögeln. Die Vögel haben einen Mantel in den Krallen und sie streiten sich drum. Dann nimmst du dein Gewehr und schiessest mitten auf den Vogelschwarm. Vor lauter Schreck werden sie den Mantel fallen lassen. Aber auch ein Vogel wird tot getroffen auf den Boden fallen. Der Mantel ist ein Wunschmantel. Nimm ihn mit und wenn du ihn über deine Schultern wirfst, dann kannst du überall dich hinwünschen, wo du gern willst sein. Den toten Vogel nimmst du in die Hand und nimmst ihm sein Herz aus und dann musst du das essen. Und wenn du das gemacht hast, hast du jeden Morgen, wenn du verwachst, ein Goldstück unter deinem Kopfkissen. Der Jäger hat sich bedankt und ist seines Weges weitergegangen. Er hat für sich so gedacht: «Ach, es wäre doch schön, wenn die schönen Sachen, die sie mir versprochen hat, doch wirklich auch wahr wären.» So, auf jeden Fall ist er dann weitergegangen und plötzlich hört er ganz weit weg schon ein riesiges Geschrei von Vögeln. Er geht sofort näher zu dem Baum und was sieht er? Auf dem Baum hocken 9 Vögel mit einem Mantel in ihren Krallen und sie streiten sich drum. Sie haben mit ihren Füßen den Tuch umgezogen und geschrauen und zerrt und haben sich gebalgt um den Mantel und jeder hat ihn für sich allein haben. Das ist ja wunderlich. Das ist ja fast so, als hätte das Mütterli tatsächlich recht gesprochen. In dem Moment nimmt er sein Gewehr und schiesst mit einem lauten Schuss auf den Vogelschwarm. Die Tiere sind natürlich zu Tod verschrocken, sind Federn geflogen, alle sind davon gestübt. Nur einer ist am Boden abgetatscht und ist tot liegen geblieben. Der Jäger hat gemacht, wie es ihm die alte Frau gesagt hat den Vogel in die Hand genommen und hat ihm das Herz rausgeschnitten und hat es gegessen. Dann hat er den Mantel über die Schulter genommen und ist seines Weges weitergelaufen.
Am anderen Morgen, als er verwacht ist ihm in den Sinn gekommen, dass das alte Mütterli ja gesagt hat, er soll unter sein Kopfkissen schauen, er werde jeden Tag ein Goldstück drunter haben. Und so war es auch. Und jeden weiteren Morgen ab dann hat er tatsächlich ein Goldstück unter seinem Kopfkissen gehabt. Eines Tages hat er gedacht, was hilft mir all mein Gold, wenn ich daheim bleibe? Und so ist es gekommen, dass der Jäger ausgezogen ist. Er hat sich von seinen Eltern verabschiedet, hat seine Jägerranzen über den Rücken gelegt, den Mantel mitgenommen, seine Flinte und ist in die weite Welt rausgelaufen. Wie er so gelaufen ist, durch Wälder und über Felder, ist er tatsächlich plötzlich vor einem schönen, mächtigen Schloss gestanden. Im Fenster von dem Schloss war eine alte Frau mit einer wunderschönen Jungfrau und beide haben herabgeschaut. Die Alte aber war eine Hexe und die hat zum Mädchen gesagt, «Kommt dort einen aus dem Wald, der hat einen wunderbaren Schatz im Leib. Den müssen wir ihm wegnehmen. Wir haben das viel mehr verdient als er. Er hat ein Vogelherz bei sich und deshalb liegt jeden Morgen ein Goldstück unter seinem Kopfkissen», hat sie zu dieser schönen jungen Frau gesagt. Und hat ihr gleichzeitig erklärt, was sie machen muss, damit sie das überkommt. Am Schluss hat sie dieser schönen jungen Frau noch gedroht und gesagt, «Wenn du nicht machst, was ich dir sage, dann wirst du unglücklich.» Als der Jäger die schöne junge Frau gesehen hat, hat er sich natürlich sofort in sie verliebt und hat gefunden, was soll er jetzt noch weiter im Zeug rumlaufen? Er hat ja genug Geld, er tut sich hier im Schloss niederlassen. Er ist fürstlich empfangen worden in dem Schloss und hat alles bekommen, als wirklich richtig gastfreundlich sind die gewesen. Und es ist natürlich so, er hat sich total in das Hexenmädchen verliebt. Und irgendwann hat er ihr wirklich alles von den Augen abgelesen. Sie hat alles können haben, was sie wollte. Das ist der alten Hexe natürlich nicht entgangen und dann sagt sie zum jungen Mädchen, «Lass, wir müssen jetzt das Vogelherz haben. Er wird es nicht spüren, wenn ihm das fehlt.» Dann hat sie einen Zaubertrank gekocht und in einen Becher abgefüllt. Dann hat sie dem Mädchen gegeben und gesagt, «Gib das dem Jäger zum Trinken.» Das Mädchen hat da, wie ihr befohlen worden ist sie zu ihrem Jägerliebsten angegangen und hat gesagt, «Lass, mein Liebster, da habe ich dir einen Trank, tu davon trinken.» Der Jäger hat den Becher in die Hand genommen und hat einen grossen Schluck genommen. In dem Moment ist es ihm so dermassen schlecht geworden und er hat Bauchweh bekommen. Dann hat er sich gebückt und hat das Vogelherz müssen brechen. Das Mädchen hat das Herz heimlich müssen fortschaffen und danach natürlich auch selber essen, so wie es die alte Hexe dann ihr befohlen hat. Und so hat natürlich jetzt das Mädchen jeden Morgen ein Goldstück unter seinem Küssi gehabt. Im Jäger war es aber lustigerweise gleich, weil der ist so verliebt, hat so eine rosarote Brille angehabt, dass er wirklich einfach sich nur noch verzehrt hat, mit dem Mädchen seine Zeit zu verbringen. Die alte Hexe hat natürlich nicht genug bekommen und hat zum schönen Mädchen gesagt, «Lass, das Vogelherz haben wir jetzt, aber den Wunschmantel müssen wir ihm auch noch abnehmen.» Das Mädchen aber hat gesagt, «Nein, den Wunschmantel wollen wir ihm lassen. Er hat ja schon seinen Reichtum verloren.» Die Alte aber ist böse geworden und hat gesagt, «So ein Mantel ist ein wunderbares Ding. Das ist selten auf dieser Welt und den will ich und den muss ich haben.» Das Mädchen hat nicht trauen zu widersprechen, weil sie gewusst hat, dass die alte Hexe ganz böse werden kann. Und so hat sie gemacht, wie sie ihr gesagt hat. Das Mädchen ist ans Fenster gestanden und hat ganz traurig in die weite Ferne rausgeschaut. Der Jäger ist auf sie zugekommen, hat seine Hände um ihre Schulter gelegt und hat gefragt, «Schatz, warum stehst du so traurig?» «Ach, Schatz», hat das Mädchen gesagt, «schau, da gegenüber liegt der Granatenberg, wo die köstlichen Edelsteine wachsen. Ich trage so grosses Verlangen danach, dass ich, wenn ich daran denke, ganz traurig bin. Es ist so, dass niemand dort hin kann, nur die Vögel, aber kein Mensch.» «Hast weiter keine Sorgen», hat der Jäger gesagt.
Gut, dann will ich dir deinen Wunsch erfüllen. Er nimmt den Mantel und schwupps sind beide zusammen auf dem Granatenberg. Dort haben natürlich ganz viele Edelsteine geleuchtet in der Sonne. Es war eine wahre Freude, das anzuschauen. Die beiden sind dort rumgelaufen und jetzt ist es aber so, dass die Hexe natürlich vorher schon gewürgt hat und dem Jäger seine Augen müde und schwer geworden sind. Er hat zum Mädchen gesagt, «Los, können wir ein bisschen hinhocken? Ich bin so müde und ich kann mich kaum mehr auf den Füßen halten.» Wo der Jäger eingeschlafen ist, hat das junge Mädchen gerade sofort seinen Mantel genommen, hat noch ein paar Steine aufgelesen, hat den Mantel über die Schulter getan und hat sich nachher einfach ganz allein wieder zurück ins Schloss gewünscht. Als der Jäger dann ausgeschlafen wieder verwacht ist, dann hat er gemerkt, dass seine Liebste ihn betrogen hat. Und ganz traurig hat er gesagt, «Oh, wie ist die Untreue so gross auf dieser Welt? Meine Sorgen und mein Herzleid, es zerrisst mir mein Herz.» Er hockt jetzt ganz allein auf dem Granatenberg und weiss auch gar nicht, wie er dort wieder wegkommen soll. Der Berg aber gehört wilden und ungeheuer grossen Riesen, die drauf wohnten und ihr Wesen dort treiben. Und es ist nicht lang gegangen, da hat er tatsächlich 3 gesehen, die auf ihn zugelaufen sind. Da ist er sofort wieder am Boden gelegen und hat so da, als würde er schlafen. Da ist der erste Reis gekommen und hat dann mit dem Fuß ein bisschen geginkert und hat gesagt, «Was liegt da für ein Erdenwurm und schaut sich inwendig selber an?» Der zweite Reis hat gesagt, «Tritt ihn tot! Tritt ihn tot!» Der dritte Reis aber hat ganz verächtlich gesagt, «Ach komm, das ist der Mühe nicht wert. Lass ihn nur leben. Er kann da eh nicht bleiben. Und wenn er höher steigt bis auf die Bergspitze, so packen ihn die Wolken und tragen ihn fort.» Der Jäger hat natürlich ganz genau zugelassen, was die Riesen erzählt haben. Und wo die Riesen dann weg sind, hat er tatsächlich sich auf den Weg auf den Berggipfel gemacht und hat dort gewartet, bis eine Wolke gekommen ist und ihn tatsächlich gepackt hat und davongetragen hat. Die Wolke ist so lange mit ihm geflogen, bis sie über einen schönen Kräutergarten Halt gemacht hat und ihn ganz sanft dort in Kräutergarten nie abgesetzt hat. Der Jäger hat ein bisschen umgeschaut und hat zu sich selber gesagt, «Oh, wenn ich doch noch etwas zu essen hätte. Ich bin so hungrig und weiterkommen ist wahrlich schwierig. Und da hat es weder Äpfel noch Beeren, es hat überhaupt kein Obst. Es hat wirklich nur Krautwerk. Zur Not esse ich halt Salat. Ist zwar nicht besonders fein, aber immerhin, es wird mich erfrischen.» Also hat er sich ein schönes Haupt ausgesucht von dem Krautwerk und hat reingebissen, gegessen und es abgeschluckt. Plötzlich ist es ihm so wunderlich zumut geworden und er fühlt sich ganz verändert. Es sind ihm 4 Beine gewachsen, ein dicker Kopf, 2 lange Ohren und er hat mit einem Schrecken gesehen, dass er sich in einen Esel verwandelt hat. Und weil er ja jetzt ein Esel war, hat er gar nicht mehr aufhören mit Salat essen. So hat er weitergegessen oder fast gefressen, kann man natürlich sagen. Mittlerweile war er komplett ein Esel und dann hat er doch tatsächlich eine andere Sorte Salat gefunden und hat dort genüsslich reingebissen. Plötzlich merkt er wieder, dass es ihm komisch wird und er sich wieder verändert. Und dann hat er gesehen, er hat seine menschliche Gestalt zurück. Von so viel Salat war der Jäger nachher so müde, dass er sich einen Moment angelegt hat und geschlafen hat. Als er dann wieder verwacht ist, hat er die 2 Salate genommen, der eine, der ihn in einen Esel verwandelt hat, und der andere, der ihn wieder zurückverwandelt hat in einen Mensch, hat er eingepackt und hat gedacht, das nehme ich jetzt mit und die mich betrogen haben, mit dieser Falle überlisten. So hat er das mit seinem Säckchen nachher herumgetragen, ist gelaufen und hat das Schloss von seiner Liebsten gesucht. Er hat natürlich das Schloss auch gleich wieder gefunden und bevor er ins Schloss gegangen ist, hat er sich mit dem Dreck von der Erde ein bisschen das Gesicht noch ein bisschen brüner gemacht, sodass er nicht einmal seine eigene Mutter wieder erkennen würde. Dann ist er tatsächlich wieder im Schloss aufgenommen worden und auch schon wieder von dieser alten Hexe in Empfang genommen worden. Da sagt die alte Hexe, «Los, mein junger Mann, willkommen! Was ist deine Arbeit? Was machst du so?»
Dann hat er so gesagt, ja, er sei Geschäftsmann und er sei vom König geschickt worden, den Salat zu holen, der unter der Sonne gewachsen ist und so teuer und speziell ist. Jetzt ist es aber so, dass der Salat zum Verwelken verdammt ist, weil die Sonne ist so heiß und ich kann ihn genau nie hin tun. Hilf mir, altes Mütterli. Die alte Frau ist natürlich gerade sofort gestiegen und hat gefunden, Salat hat sie gern und wenn sie hört, wie kostbar er ist, dann will sie probieren. Dann hat sie gefragt, «Los, junger Mann, ich hätte so gerne ein Biss vom Salat, darf ich probieren?» Dann sagt der Mann, «Natürlich, sehr gern. Schau, ich habe hier 2 mitgebracht, ich werde dir 1 davon geben.» Sie hat natürlich den Salat freudig mitgenommen und ihrer Küche angefangen zu kochen, dass sie auch ihrer Tochter davon geben kann. Die alte Hexe hat natürlich nicht warten, bis die junge Hexe dann gekommen ist. Und so hat sie gemütlich mit der Magd, die ihr geholfen hat, den Salat zubereiten, genüsslich in den Salat eingebissen. Und beide haben so viel davon gegessen, bis sie fast platzt sind. Ihnen sind graue Haare gewachsen, lange Ohren und beide sind als Eselinnen auf dem Hof gestanden. Das Mädchen hat von dem gar nichts mitbekommen, aber der Jäger war schlau. Der Jäger hat gedacht, ja, das wird jetzt schon gewirkt haben, das Kraut, und ist in die Küche gegangen und tatsächlich sind die 2 Esel rumgelaufen. Dann hat er noch den Rest des Salat genommen und ist selber zu dem Mädchen gegangen und hat ihr den Salat gebracht. Es ist nicht lang gegangen und auch dann ist das Mädchen als Eselin auf dem Hof rumgelaufen. Jetzt waren es schon 3 Eselinnen. Der Jäger hat alle 3 Eselinnen zusammengetrieben, hat sie an ein Seil gebunden und ist mit denen aus dem Schloss davongelaufen. Und zwar zu der nächsten Mühle und hat dort im Müller angeboten: «Los Müller, ich habe hier 3 Esel, die ich nicht mehr will, die gefallen mir nicht. Willst du die halten, so wie ich es dir sage? Ich werde auch zahlen dafür.» Der Müller hat natürlich gemeint, warum nicht, oder? Und dann hat der Jäger gesagt, «Los, ich sage dir ganz genau, wie du es machen musst. Und zwar ist es so, der alte Eselin, und das war ja eben die Hexe, die alte Hexe, soll dem Müller täglich 3-mal Schläge geben und einiges zu fressen. In den Jüngeren, wo die Magd war, die soll einmal Schläge bekommen und 3-mal Futter. Die jüngste Eselin, die ja das Mädchen war, die soll keine Schläge bekommen und 3-mal zu fressen. Der Jäger ist wieder zurück ins Schloss und hat alles vorgefunden, was er braucht zum Leben und kann glücklich sein. Nach ein paar Tagen ist dann der Müller gekommen und hat gesagt: «Jäger, los, ich muss dir melden, der alte Esel, der nur Schläge bekommen hat und nur eines zu fressen, der ist leider gestorben. Die 2 anderen, hat er weiter gesagt, sind zwar noch nicht gestorben und die kommen auch 3-mal zu fressen über, aber die sind so traurig, dass es mit denen auch nicht mehr lang gehen kann.» Das hat dem Jäger dann doch leid getan. Und dann hat er zum Müller gesagt: «Los Müller, tu mir die 2 Eselinnen wieder zurücktreiben, ich nehme sie wieder zu mir.» Dann ist er nachher in die Küche und hat den 2. Salat vorgenommen und hat den beiden Eselinnen zum Fressen gegeben. Schwuppsdiwupps haben sie sich natürlich auch wieder zurück in die eine Magd und in die schöne Tochter verwandelt. Die Tochter ist ihm natürlich in dem Moment gerade vor die Füße gefallen und hat gesagt: «Mein Liebster, es tut mir so leid. Meine Mutter hat mich dazu gezwungen. Es ist gegen meinen Willen passiert. Ich liebe dich doch so sehr. Ich gebe euch ja gerne alles zurück. Der Wunschmantel hängt hier im Schrank und ich werde fürs Vogelherz ein Brechttee nehmen. Dann könnt ihr alles wieder haben.» Der Jäger hat sich aber nachher anders überlegt und hat gesagt: «Halt's nur, ich vertraue dir, es ist einerlei. Ich will dich zu meiner treuen Gemahlin nehmen und dann feiern wir jetzt Hochzeit feiern und dann teilen wir da miteinander.» Und sie lebten vergnügt miteinander bis zu ihrem Tod.
gläserne Sarg. Es soll niemand sagen, dass es einen armen Schneider nicht weit bringen auf dieser Welt. Und er kann auch zu hohen Ehren gelangen. Und was natürlich wichtig ist, ist, dass er in die richtige Schmiede kommt und natürlich auch das bisschen Glück, das es braucht. Dann hat es doch tatsächlich mal so ein liebsartiges kleines Schneiderbürstchen gegeben. Und er war schon mal auf einer Wanderschaft, ist durch den Wald durchgelaufen und hat sich doch tatsächlich verirrt, weil er den Weg nicht gewusst hat. Wo es dann Nacht geworden ist und er wirklich immer noch nicht aus dem Wald herausgefunden hat, dann ist ihm nichts anderes übrig geblieben, als dass er irgendwie einen Schlafplatz suchen musste. Er hat beim Moos geschaut, aber das war nichts, weil da sind ja Tiere rumgeschlichen und Wölfe haben geheult. Er hat unter den Bäumen geschaut und plötzlich hat er raufgeschaut und dachte, er könnte doch auf einen Baum klettern und ist doch tatsächlich auf einen Baumgipfel raufgehöckelt. Und zum guten Glück hat er sein Glätteisen dabei gehabt, weil sonst hat ihn ja der Wind gerade davon geblasen, wo er so angefangen hat zu kutten. Nachdem er so ein paar Stunden dort oben gehöckelt ist und wirklich auf ihn richtig gefroren hat, hat er ganz weit in der Ferne ein Licht gesehen. Und er hat natürlich gedacht, das ist wahrscheinlich ein Haus, dort wohnt irgendjemand. Wahrscheinlich bin ich dort besser aufgehoben als hier auf dem Baum. Und so ist er ganz langsam wieder auf den Baum runtergeklettert und wollte zu diesem Licht laufen. Und tatsächlich, es war ein Häuschen. Ganz zaghaft hat er dann auch dran geklopft und gewartet, bis die Tür aufgegangen ist. Und da ist ein kleines, altes, graues Mannli vor ihm gestanden, das so zusammengeflickte, bunte Lappen als Kleid hatte. «Wer seid ihr? Und was wollt ihr?» hat das Mannli gefragt. «Ich bin ein armer Schneider», hat der Schneider geantwortet, wo von der Nacht völlig überfallen worden ist da jetzt. Und dass ich nicht ganz allein muss da im Wald sein, habe ich gedacht, bitte nehmt mich doch bis morgen Morgen auf. «Gang weiter dein Wächs! Mit Landstreicher will ich nichts zu tun haben!» hat das alte Mannli gesagt. Er hat sofort wieder die Türen zutun und ins Haus gehen und in dem Moment packt das Schneiderli ihm am Rockzipfel und hat ihn festgehabt und hat noch einmal inständig gebeten, bitte, liebes Mannli, lass mich doch übernachten bis morgen. Und weil das alte Mannli gar nicht so böse war, wie es geschonnen hat, hat er sich erweichen lassen und hat dann das Schneiderli tatsächlich eingebettet und hat ihn vor das warme Feuer gesetzt. Das Schneiderli ist natürlich sofort eingeschlafen und hat durchgepfuset bis am nächsten Morgen. Und dann ist er urplötzlich verschrocken und dann hat er gehört, wie es draussen gelärmt hat. Er ist natürlich sofort ans Fenster an und hat rausgeschaut und er hat gesehen, wie dort ein schöner Hirsch und ein grosser Stier aufeinander losgegangen sind. Die haben ihre Hörner gegeneinander geprellt und haben richtig gekämpft. Man hat lange nicht gewusst, wer von beiden gewinnt, aber am Schluss hat der Hirsch sein Geweih seinem Gegner, dem Stier, so stark in den Leib eingetatscht, dass der Stier tot am Boden gesunken ist. Der Schneider ist natürlich sofort rausgerannt und ist schauen vor Ort, was passiert ist. Und in dem Moment ist der Hirsch auf ihn zugerannt und hat dann mit seinem Geweih aufgegabelt und ist, was hast, über Stock und Stein davongesprungen mit dem Schneider auf dem Geweih. Über Berg und Tal, über Wiese und Wald, überall sind sie durchgesprungen, ganz weit fort. Und der Schneider hat sich mit beiden Händen ganz fest am Geweih gehabt, dass er ja nicht runterfällt und hat einfach gedacht, er lässt doch das Schicksal walten. Irgendeinmal hat dann der Hirsch tatsächlich Halt gemacht vor einer Felswand und hat den Schneider ganz sanft am Boden gleiten lassen. Der Hirsch ist retour gelaufen und nach der Kopf voran mit seinem Geweih direkt in die Felswand eingepresst und dann ist ganz langsam eine Tür aufgegangen.
Kaum war die Tür offen, ist eine riesige Stichflamme rausgekommen und gefolgt von viel Rauch. Und dann hat plötzlich der Schneider den Hirsch nicht mehr gesehen. Der Hirsch wird ja wahrscheinlich in dem Fall in die Tür gegangen sein, hat der Schneider gedacht. Und hat überlegt, wie er jetzt davor springen soll, weil natürlich hat er auch Angst bekommen. Aber in dem Moment hat er eine Stimme gehört, die aus dieser Felswand rausgekommen ist, die gesagt hat: «Tritt ein, ohne Furcht, es soll dir nichts passieren.» Das Schneiderli hat da, was ihm gesagt worden ist. Er ist durch die grosse Tür eingelaufen und er ist in einen riesigen, geräumigen Saal gekommen, wo an der Decke, an der Wand und am Boden so Quadratsteine sind. Und auf jedem von diesen Steinen sind so unbekannte Zeichen eingehauen, die er nicht kennt hat. Er hat voller Bewunderung den Saal angeschaut und hat aber überlegt, er geht, doch gescheiter wieder, weil ein unmulmiges Gefühl hat er dann doch wieder bekommen. Und in dem Moment, wo er wieder einen Schritt hat Richtung Tür raussetzen, hört er wieder die Stimme, die sagt: «Steh in der Mitte vom Saal auf den Stein und du wirst Glück haben.» Der Schneider hat wieder all seinen Mut zusammengenommen, ist in die Mitte von dem Saal gegangen und auf den quadratischen Stein drauf trampelt, mit dem Zeichen drauf. Dann ist der Stein in den Boden gesunken und es ist wieder alles dunkel geworden. Und als dann nachher wieder hell geworden ist und er wieder schauen konnte, ist er in einem gleich grossen Saal gewesen, aber der hat plötzlich ganz anders ausgesehen. Er hat umgeschaut und es hat so viel mehr zu entdecken gegeben. In der Wand waren so Vertiefungen eingehauen, wo so Gefäße vorne dran gestanden sind, mit irgendetwas Farbigem drin, so grau, blau, grün, rot. Es scheint irgend so etwas Rauchartiges zu sein. Auf dem Boden vom Saal waren 2 grosse gläserne Kästen und die haben ihn natürlich sofort neugierig gemacht. Im einen innen hat er ein kleines Schloss entdeckt. Und zwar so schön und filigran gemacht, dass es wirklich aus kunstreicher Hand muss geschnitzt worden sein. Es hat noch Ställe und Scheuren rundherum gehabt, ein richtiges Dörfli. Also es hat wirklich richtig herzig aus. Es hat ihn total fasziniert. Da hört er wieder die Stimme, die sagt: «Kehr dich um und schau in den anderen Glaskasten.» Er hat sich tatsächlich umgekehrt und in den anderen Glaskasten geschaut. Und seine Verwunderung war gross, als er drinnen ein Mädchen gesehen hat von grösster Schönheit. Sie war ganz in einem tiefen Schlaf und als Mantel haben ihr ihre langen blonden Haare gedient. Die Augen waren zwar fest verschlossen, doch ihre lebhafte Gesichtsfarbe und so ein Bändchen, das, wenn sie geschnauft hat, sich hin und her bewegt hat, hat darauf schliessen lassen, dass das Mädchen noch am Leben sein muss. Der Schneider hat sie angeschaut, mit klopfendem Herzen natürlich, und in dem Moment macht das Mädchen die Augen auf und verschrickt ab seinem Anblick. «Gerechter Himmel!» hat sie gerufen. «Meine Befreiung naht! Geschwind, geschwind, hilf mir aus meinem Gefängnis! Wenn du den Riegel von dem Sarg wegschieben kannst, bin ich erlöst!» Der Schneider hat gemacht, wie sie ihm gesagt hat, und dann ist der Glasdeckel auf die Seite gesprungen, sie ist rausgekumpelt und sofort in die andere Ecke vom Saal gesprungen und hat sich in einen weiteren Mantel eingehüllt. Dann hat sie sich auf einen Stein angehöckelt und hat dem Schneider gerufen, dass er zu ihr kommen soll. Dann hat sie ihm einen Kuss aufs Maul gedrückt und hat gesagt: «Mein lang ersehnter Befreier, der gütige Himmel hat mich zu dir geführt und meinem Leiden ein Ziel gesetzt. Am gleichen Tag, wo mein Leiden aufhört, soll dein Glück anfangen. Du bist der vom Himmel bestimmte Gemahl für mich und du sollst von mir geliebt und mit irdischen Gütern überhäuft werden. In ungestörter Freude dein Leben darfst du weiter verbringen. Sitz neben mich, ich will dir von meinem Schicksal erzählen. Ich bin Tochter von einem reichen Graf. Meine Eltern sind gleich gestorben und ich bin dann zu meinem Bruder überwiesen worden, wo ich aufgezogen worden bin. Wir haben uns so fest gern gehabt, dass wir gefunden haben,
Wir wollen bis unser Lebensende zusammenbleiben. Wir haben gern und viel gefestet. Wir haben immer ganz viele Leute um uns herum gehabt. Und so ist es auch einmal passiert, dass ein Fremder in unser Schloss gekommen ist. Natürlich haben wir doch auch gerade ein Fest gemacht, wo der fremde Mann bei uns im Schloss war. Und wo ich dann endlich eingeschlummert bin ich plötzlich von so sanfter und lieblicher Musik geweckt worden. Ich konnte nicht begreifen, woher die Musik kommt und wollte mein schlafendes Kammermädchen rufen, das neben mir im Zimmer auch geschlafen hat. Aber zu meinem Erstaunen ist das nicht gegangen, weil es ist ein Alp auf meiner Brust gehockt und ich konnte plötzlich keinen Ton mehr von mir geben. Dann habe ich im Schein von der Nachtlampe den Fremden gesehen, durch meine Tür durchkommen. Dann hat er gesagt, er hege durch Zauberkräfte die Töne erklingen lassen, dass er nur mich aufwecken und jetzt will er Herz und Hand mir anbieten. Mein Widerwille gegen seine Zauberkünste sind aber so gross gewesen, dass ich ihm nicht einmal eine Antwort gegeben habe. Er ist dann noch eine Weile dort stehen geblieben, wahrscheinlich in der Hoffnung, dass ich mir das anders überlege. Und als er dann aber gemerkt hat, dass ich bei meiner Entscheidung bleibe, ist er hässig geworden und hat gesagt, er werde Mittel und Weg finden, um meinen Hochmut zu bestrafen. Und tatsächlich, als ich am Morgen verwacht bin, ist mein Bruder im ganzen Schloss und Hof und überall nicht mehr zu finden gewesen. Ich habe mir dann sofort ein Ross genommen und bin über die Wiesen und Wälder geritten, um meinen Bruder zu suchen. Und tatsächlich habe ich dann den fremden Mann gefunden, wie er des Weges gelaufen ist und einen wunderschönen Hirsch mit sich geführt hat. Dann ist mir natürlich klar gewesen, das muss mein Bruder sein. Und in dem Moment habe ich auch mein Bewusstsein verloren. Als ich dann wieder aufgewacht bin, bin ich schon da in diesem Sarg inne gsi. Und der Mann ist nebenzu gestanden und hat mir erzählt, dass auch das Schloss in einem Sarg eingesperrt ist und alle Leute, die drinnen gewohnt haben, in diesen Gläsern sind als Rauch. Und jetzt bist du da und hast mich befreit. Das Erste, was wir jetzt machen müssen, ist, dass wir den Glaskasten, wo mein Schloss drauf war, auf den breiten Stein heben. Sobald die zwei den Sarg auf den Stein da haben, ist der Stein mitten in die Höhe gefahren und zwar wieder an die frische Luft raus. Und dann konnten sie draussen den Sargdeckel wegnehmen. Und es war eine Freude, zum Zuschauen, wie das Schloss gewachsen ist. Und die Scheuren und alles rundum hat wieder angefangen zum Leben. Dann sind sie sofort wieder ab und haben die Flaschen geholt, haben die Deckel aufgetan und dann ist überall der Rauch rausgekommen. Und so sind nachher auch die Leute wieder in dem Schloss am Leben gewesen. Die Freude von dem Mädchen war natürlich noch viel grösser, als sie plötzlich ihren Brüder wieder vor sich stehen gesehen hat. Und zwar war das der wunderschöne Hirsch, der vorher ja den Stier getötet hat. Und der Stier war niemand weniger als der fremde Mann, der die beiden verzaubert hat. Das Schneiderli und das Mädchen haben natürlich sofort geheiratet. Und wenn sie noch nicht tot sind, leben sie auch heute noch glücklich miteinander. Ich hoffe, ich habe euch gut unterhalten und habe ein bisschen Stimmung einbringen am Mittwochabend am 20.00 auf Radio 15. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es heisst Cowgirl ist das Katzenjammer on Radio 15. Vollgas auspacken, ich bin im Partyfieber.
ist wieder mal mit dem Callgirl Isas Katzenjammer on Radio 15. Bist die Luft, die ich atmen will. Du hast den Duft, der riecht wunderschön. Und auch dein Herz schlägt in meinem Beat. Ich hab dich so unendlich lieb. La 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Ich hab dich so unendlich lieb. Die Uhr schlägt 12, was ist denn das? Verflixt nochmal, da rührt sich was. Da klappert ein Gebiss, wie toll. Herr Dracula tanzt Rock'n'Roll. Bei Nacht, bei Nacht, bei Nacht, bei Nacht, im Shisha-Schubidup Mondenschein. Er hat die Ringelsocken an und tanzt so schaurig schön, der Mann. Die Fledermäuse wundern sich, so kennen sie ihr Herrchen nicht. Bei Nacht, bei Nacht, bei Nacht, bei Nacht, im Shisha-Schubidup Mondenschein. Nur einmal ist er so geschafft, er trinkt statt Blut nur Traubensaft. Dann springt er wieder auf, wie toll. Wer ist der King beim Rock'n'Roll? Herr Dracula, Herr Dracula, im Shisha-Schubidup Mondenschein. Und vor dem ersten Morgenrot ist Dracula sein Blutwurstbrot. Da staunt der Friedhofswärter sehr. Wo kommt denn nur das Schmatzen her? Bei Nacht, bei Nacht, bei Nacht, bei Nacht, im Shisha-Schubidup Mondenschein. Doch da bricht schon der Morgen an, was Dracula nicht leiden kann. Er macht den letzten Überschlag in seinen alten Eichensarg. Bei Nacht, bei Nacht, bei Nacht, bei Nacht, im Shisha-Schubidup Mondenschein.